Ich glaube, viele Leute werden jetzt auch wundern und die sagen so, wieso macht jetzt der das oder so? Wieso sollte die mit mir ein Video drehen? Oder ich was mit der machen? Adi Totoro und Paulo Muck präsentieren den Darts Creator Cup 2025 live aus der Live Music Hall in Köln mit Philo, Chapo 102, Max Schradin, Marc Eggers, Stefan Gehring, Levi Penel, Paul Frege, Jonathan, Niki Stemmler, Fiontime und vielen mehr. Wer sich kein Ticket holt, wirft sein Leben lang die 26. Okay, Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso hat dieser Mann hier ein Helene Fischer-Shirt an? Oder ihr habt schon das ein oder andere TikTok gesehen, wo ich irgendwie Helene Fischer angesprochen habe. Denn, ihr habt schon im Titel gelesen, ich bin dieses Jahr bei der Helene Fischer Show dabei. Nicht vor der Kamera, aber Backstage, als Backstage-Reporter. Denn ich übernehme den Insta-Kanal von Motherfucking Helene Fischer. Das ist krass. Das ist richtig krass. Es hat geklappt und ich wollte mal erzählen, wie das Ganze so zustande gekommen ist, weil es ist irgendwie sehr funny. Bin bei der Show dabei, bin bei den Proben dabei und bei den 2 Shows bin ich dabei. Bei Helene Fischer. Was ultra krass ist. Aber ich wollte euch erklären, Chat, wie das Ganze zustande gekommen ist, okay? Ich erkläre es euch. Paul und ich haben eine Einladung bekommen für einen Auftritt bei Klein gegen Groß. Jo, wollt ihr Füllkrug überraschen? Wäre doch voll geil mit eurem Song. Wir so direkt, ja, safe, haben wir ultra Bock drauf. Haben wir gemacht und dann haben wir erfahren, yo, Helene Fischer ist auch da. Und meine Eltern haben ultra viel Helene Fischer gehört, als ich klein war. Jetzt immer noch. Ich glaube, die waren auch auf einem Konzert. Das heißt, ich hatte immer so Berührungspunkte mit Helene Fischer. Ich mag gewisse Songs, obviously, weil es einfach so Klassiker sind. Aber einfach so, was sie gemacht hat, auf die Beine gestellt hat, finde ich irgendwie cool. Auch wenn es viele Leute nicht so feiern. Ich finde das cool, dass sie das macht. Ich glaube, es ist die größte und erfolgreichste Künstlerin Deutschlands, Helene Fischer. Und dann waren wir bei der Show. Show war fertig. Nee, in der Show nach unserem Auftritt konnten wir uns aufs Sofa setzen. Dann haben wir noch so allen Hallo gesagt. Und dann so, hallo, hallo. Und auch bei Helene Fischer so, hallo, wie geht's? Und Paul und ich wollten unbedingt ein Bild machen, einfach so für die Erinnerung. Und dann nach der Sendung Helene Fischer direkt raus, weil alle Zuschauer wollten da natürlich ein Foto machen, direkt raus. Und dann kam die Managerin von Helene Fischer und meinte, yo, wollt ihr noch mit Helene Fischer ein Bild machen, weil ich glaube, das wäre cool für Social Media. Und wir haben nichts gesagt, so einfach aus dem Nix. Und wir dann so, ja, safe, haben wir Bock drauf. Und dann kam Helene Fischer noch einmal raus, um ein Bild mit den Kindern zu machen. Und dann durften wir noch zusammen mit Kai Pflaume ein Bild mit Helene Fischer machen. Für Social Media, warte, ich zeige euch das Bild mal. Guck hier. Da ist das Bild. Mit Helene Fischers und Pauls Pflaume. Das ist das Bild, okay? Und ich habe, glaube ich, dann der Managerin schon gesagt, yo, ey, ich finde es eigentlich voll cool, bla bla bla, ob man da mal was machen kann. So nicht viel dabei gedacht. Fertig. Dann ein paar Wochen später kommt die Nachricht, yo, hättest du vielleicht Bock, bei der Helene Fischer Show dabei zu sein? Beziehungsweise ich habe vorher die Videos gemacht, die Präsentation, stimmt, ich hab eine Präsentation vorgemacht, wieso ich der perfekte Kandidat wäre für die Helene Fischer Show und wieso Helene Fischer ein Brot ist, okay? Irgendwie TikTok-Präsentation, Klassiker wie immer. Hab das gemacht, nicht groß was dabei gedacht. Und dann danach kam sie auf mich zu, die eine vom Management, und meinte, yo, ey, wir können uns das vorstellen. Ist aber ultra schwer, weil Helene Fischer halt öffentlich, alle gucken, was die machen. Die muss immer so gucken mit dem Social-Media-Auftritt und sind halt alle ein bisschen älter, kennen sich nicht so aus mit Social Media und ist immer so bei denen so, ja, nee, hat ja bis jetzt auch ohne funktioniert, wieso sollen wir was machen? Hin und her geredet und dann irgendwann hieß es, yo, ich glaube, das klappt, du bist dabei. Und dann war ich vor ein paar Tagen in Hamburg beim Office von denen und habe offiziell das Shirt bekommen und einen Pulli, denn ich bin ab jetzt im Team Helene. Das ist sozusagen so das Social-Media-Team dann vor Ort, da ist so ein bisschen gagmäßig gemeint. Und die haben extra für mich diesen Print gemacht. Ich habe dann dieses Shirt dort an. Finde ich sehr, sehr geil. Ultra geil, dass es klappt. Ich bin sehr gehypt, Leute. Bin bei der Probe dabei, bei der Aufzeichnung 1 und Aufzeichnung 2 bin ich dabei. Er macht dort so ein bisschen Backstage-Reporter, wer ein paar Sachen filmen, ein paar Sachen für mich drehen. Aber ultra abgefahren, what the fuck. Ich weiß nicht, ob irgendein Creator aus dem deutschen Bereich schon mal sowas gemacht hat mit Helene Fischer. Was irgendwie ultra krass ist. Auf eine Art ist es auch irgendwie voll dumm. Weil wieso ich? Na klar, ich habe einen krassen EM-Song gemacht, was natürlich ein internationaler Hit ist, das ist ganz klar. Nicht, aber ist trotzdem random. Ich freue mich drauf. Ich habe ultra Bock, dort coole Sachen zu machen. Ich glaube, viele Leute werden jetzt auch wundern und die sagen so, wieso macht jetzt der das oder so? Aber ich glaube, wird insgesamt sehr, sehr lustig. Mit Helene Fischer bei der Helene Fischer Show. Nicht auf der Bühne, aber Backstage. Was passiert da so bei der Show? Ich habe keinen Plan, was bei der Show passiert. Ich weiß noch nicht, welche Gäste da sind. Das Ganze wird obviously auch erst im Dezember, also am 25. Ich glaube, am 25. Dezember wird es ausgestrahlt. Ich weiß noch nicht, wer dabei ist, aber wir werden Content mit den Leuten drehen, ein paar Videos machen, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und ich mache einen YouTube-Vlog, okay? YouTube-Vlog kommt auf dem Hauptkanal. Ja, ich nehme Leon mit, den Kameramann, die Legende. Aber ja, das ist so geplant. Ich bei der Helene Fischer Show. Wieso auch immer.
Aber ich finde es sehr, sehr geil. Vielen Dank ans Team von Helene Fischer, dass es geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr. Wir machen da was Cooles draus. Schreibst Geschichte damit. Ja, Geschichte jetzt nicht gerade, aber ich glaube, es ist schon krass. No joke. Ich glaube, es ist schon irgendwie cool, weil, ne, ich glaube, so Künstler wie eine Helene Fischer, die schon ein bisschen länger bekannt sind, weniger auf Social Media sind, die machen halt nicht so viel in diese Richtung. Und die müssen auch nicht, Digga. Wieso sollte die mit mir ein Video drehen? Oder ich was mit der machen? Es bringt der halt, ja, wobei, vielleicht so die TikTok-Community ein bisschen abholen. Da ist jetzt nicht so am Start. Vielleicht ein bisschen die jungen Leute abholen. Kann sein. Oder die Muddis. Oder ich habe plötzlich ultra viele Muddis in der Community. Das kann auch sein. Atemlos durch die Nacht. Schau, was Liebe mit uns macht. Oh, das war schräg. Und dann macht sie plötzlich Streams wie Schradin. Digga, Helene Fischer bei Craft Attack 13. Aber ich glaube, die ist ultra cool. Also sie ist obviously ultra gestresst wegen den Aufzeichnungen, aber ich glaube, Helene Fischer ist chillig. Hallo Leute, wir machen heute schweizerdeutsche Wörter erraten mit Helene Fischer. Hallo. Aber Mann, ist es dumm. Ich freue mich sehr drauf. Wird cool. Ja.